Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ein spezieller Tag. Ich muss arbeiten am Morgen. Wir haben jetzt gerade 6:45 und ich soll jetzt auch nachher los. Das ist aber nicht speziell an diesem Tag, weil wir gehen heute Nachmittag ins Elsass. Wir gehen Formula Renault fahren. Ich habe das mal vor x Jahren geschenkt bekommen. Ursprünglich war es ein anderes Geschenk, aber ich musste das umwandeln in das, was ich jetzt mache, weil ich hätte ursprünglich BMW GT3 fahren. Das hat es aber dann nicht mehr gegeben. Und ja, darum gehen wir jetzt Formula Renault fahren. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird sein. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe das noch nie gemacht und wir gehen eben ins Elsass. Die Strecke heisst Anne der Rhin, wenn ich es richtig gesagt habe. Keine Ahnung, ich habe kein Französisch. Aber das ist gerade an der Grenze zu Deutschland, etwa 2 Stunden von mir daheim weg, etwa eine gute Stunde von Basel weg, nicht einmal. Also man ist wirklich schnell dort und ich bin gespannt, wie das wird. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe das Zeug schon parat zum Mitnehmen heute Nachmittag. Wie gesagt, ich gehe jetzt arbeiten noch und ja. 7,3, genau, 3,7 Kilometer Strecke lang. Jetzt der Spektrum sind über 5 Kilometer, aber nein, es sind 3,7 Kilometer. Die Strecke ist nicht so tricky, also ich habe sie jetzt in Assetto Corsa habe ich sie mal runtergeladen als Mod, bin dort ein paar Mal drauf gefahren. Ja, es ist schon nicht so einfach, also ich habe es jetzt einfach mal gemacht, dass ich die Strecke kenne, dass ich weiss, wodurch das geht, weil mir fährt eben nur 8 Runden und ich habe keinen Bock gehabt, dass ich auf die Strecke gehe und irgendwie die ersten 6 Runden muss die Strecke kennenlernen, bevor dass ich vielleicht mal irgendwie mal eine schnelle Runde probieren. Jetzt kann ich dann auf die Strecke, ich kann vielleicht 2 Runden mal ein bisschen fahren und ein bisschen Gespür bekommen, dann kann ich mal go for it machen und mich mal abruhen lassen. Nein, das haben wir natürlich nicht. Aber ich freue mich drauf, sehr gespannt auf das Video. Ich tue ein bisschen filmen, mein Vater wird ein bisschen filmen, weil ich will natürlich fahren. Ich habe GoPro zwar dabei, weiss aber nicht, ob ich sie auf der Alu fahren, keine Ahnung, das sehe ich dann. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns dann, wenn wir rausfahren. Ich gehe jetzt arbeiten, wie gesagt, und bis später. So, ich bin jetzt noch daheim. Es geht jetzt aber jeden Moment los. Also wir fahren jetzt gerade ab ins Elsass, ich und mein Vater. Und ja, ich nehme so die Grosskamera mit, die ist voll aufgeladen. Ich nehme auch noch meine GoPro mit, die bleibt am Helm. Ich weiß aber nicht, ob ich GoPro-Aufnahmen machen darf, wenn ich dort fahre, weil sie eben auch noch Videos verkaufen, wie du gefahren bist, beziehungsweise wahrscheinlich hast du auch ein GoPro auf dem Auto drauf und dann kannst du die Aufnahmen kaufen. Darum ist ja gut möglich, dass sie dann sagen, so, hey nein, sie möchten das nicht, dass du mit deiner GoPro noch Aufnahmen machst. Kann ich wohl nachvollziehen, aber ja, wir werden es sehen. Ich habe ein paar Videos gesehen von Bahnen, die gefahren sind, dort, die haben auch GoPros dran und dort hat es eigentlich niemand gestört. Aber wir schauen dann mal. Und eben die Kamera nehme ich auch mit. Mein Vater wird dann nachher hoffentlich ein bisschen filmen. Ich hoffe, er kommt raus bei der. Ich würde es mir dann noch kurz ein bisschen erklären. Er wird eben nicht am gleichen Ort sein wie nie. Er darf eben nicht, sage jetzt mal, wie das Paddock reinkommen, wo dann die Autos drin stehen. Weil ich mich anmelden musste, registrieren, habe einen Pass bekommen, wo ich dann nachher dort reinkomme. Und er kann dann einfach nur auf die Zuschauertribüne gehen und kann von dort her schauen eigentlich und dann halt filmen oder Fotos machen, je nachdem. Aber ja, ich freue mich, bin gespannt. Ich bin auch ein bisschen nervös, aber ich denke, es ist mir wegen der Vorfreude, weil ich bin gespannt, wirklich, wie so die Erfahrung wird sein. Ich kann es mir irgendwie fast nicht vorstellen, wie sich das muss anfühlen mit diesen Kehren und so. Aber ja. Wir sehen es dann, ich bin auch selber gespannt, wie ich es empfinde, oder beziehungsweise wir sehen dann auch, eben, was so mein Feedback wird sein. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Wir fahren jetzt gerade los. Das hat sich gereimt. Krass. Fetter Rhyme. Egal, also wir legen los. Wir sehen uns später wieder an der Strecke. En tout cas, il n'y a pas de multiméter. Elle est médiocre.
So, ich bin jetzt wieder retour, ich bin wieder zurück daheim und jetzt kommt wahrscheinlich der Part, wo recht viel gelabert wird. Aber ich möchte jetzt noch mal ein bisschen erzählen, wie es ein bisschen abgelaufen ist. Weil ich habe eben wirklich nicht viel filmen, weil es hat viele Leute gehabt und ja, auch, wie soll ich sagen, es sind viel erklärt, alles drum und dran. Und darum, ich habe nicht einfach die ganze Zeit filmen dort. Und ich glaube, das wäre auch nicht so interessant gewesen, denke ich mal, im Video. Darum erkläre ich jetzt so kurz, wie der Ablauf war. Weil falls du auch mal das machen willst, dann weißt du sicher Bescheid, wie, wo, was alles ist. Also zuerst einmal an die Strecke, es hat einen Haupteingang, dort darfst du aber nicht her. Du musst hinter die Strecke herfahren. Es ist aber angeschrieben mit Fahrtraining und dann fährst du einfach alles dort nach und dann parkierst du eigentlich hinter der Strecke. Dann musst du etwa so 1 Kilometer laufen, plus minus, und dann kommt eine Brücke, die machen es dann um 4 Uhr auf und dann kannst du über die Brücke hin, dann laufst du eigentlich über die Strecke hin sozusagen. Und dort ist dann die Anmeldung, dann tust du dich einfach anmelden, gibst den Fahrerausweis ab, dann einziehen in der Zeit, wo du dort bist. Und ja, dann nachher kannst du entscheiden, ob du eine Versicherung zahlen von 120 €. Dann nachher würdest du nur einen Selbstbehalt haben von 1000 Stutz, wenn du einen Unfall hättest, und sonst würdest du 3000 Stutz zahlen, Selbstbehalt. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht, aber ich denke, komm, Safety first, weil ich auch keinen Bock nachher das irgendwie abfliegen, den Karren schließen und dann nachher noch 3000 Stutz muss blechen. Darum lieber so. Dafür ist dann nachher als Video GoPro-Aufnahmen, die ich noch bekomme. Ich hoffe, ich habe sie schon, also ja, in diesem Video werden sie ja sein, aber ich hoffe, sie sind etwas geworden, weil ich weiß es nicht, weil ich meine GoPro eben nicht mitnehmen. Aber ja, ich habe dann nachher für die GoPro-Aufnahmen nur 40 Stutz zahlen, also 40 € statt 49 €. Einfach so, dass wir die Kosten gehört haben. Jedenfalls hast du das gezahlt, du bist weitergegangen, du bist zu der Box gegangen, wo eben dann die Autos auch sind, und dort hast du eigentlich so ein Briefing gehabt. Das ist eigentlich auf Französisch und eigentlich auf Deutsch gemacht worden. Das sind super nette Leute auch dort gewesen, und sie haben zwar nicht komplett gut Deutsch können, aber sie haben es ein bisschen können. Dann nachher bist du einfach so dort gewesen, hast müssen warten, bis du dran bist, und dann nachher beim Briefing ist es so gewesen, haben sie es erzählt, so, ja eben einfach alle Kurven, die Schnellkurve fast im 5. Gang und die langsamen Kurven fast im 3. Gang. Nicht ins 2 runterschalten, hat es immer geheißen, weil dann könntest du dich drehen, weil ja, das Rad dreht sich dann schneller und ja, ihr wisst ja wie. Dann nachher so sind wir noch gebrieft worden, auf wie man überholen. Jetzt einfach geheißen, schau, wenn ihr überholen dürft, also ihr dürft überholen, macht es aber dann einfach nur auf die Ideallinie. Beziehungsweise, nein, falsch, sorry. Also, genau so eben nicht. Es hat geheißen, nicht auf die Ideallinie überholen, sondern die langsam fahren, auf die Ideallinie bleiben, und die schneller fahren, ab der Ideallinie und so überholen. So war es. Und zum Auto an sich, es hat geheißen, man muss Schrauben schalten, also es hat nicht Pedals hinter am Lenkrad, sondern es hat einen Knüppel gehabt. Und es ist eigentlich so, müsst ihr euch so vorstellen, wie bei einem DSG-Auto, wo ihr auch mit dem Knüppel schalten könnt. Ihr müsst den Gang einlegen wie bei einem manuellen Auto, sondern ihr müsst einfach vorne oder zu euch ziehen. Und wenn ihr zu euch gezogen habt, habt ihr raufgeschaltet, wenn ihr vorne gedrückt habt, also von euch weg, dann habt ihr runtergeschaltet. Also hat man geschaltet. Und man muss einfach immer auch kuppeln beim Schalten. Und das ist aber noch geil gewesen. Zuerst dachte ich, das ist nicht so geil. Sie haben zwar auch gesagt, wenn du die richtige Drehzahl triffst, kannst du einfach auch ohne Kupplung aufschalten. Aber ich habe es jetzt nicht probiert, weil ja, ich möchte auch nicht das Getriebe nachher putzt wegen dem. Darum habe ich eigentlich immer gekuppelt. Was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass die Kupplung recht hart verschlissen war bei dem Auto, das ich hatte. Aber es ist auch kein Wunder, ihr habt es vielleicht gesehen, wie teilweise die Leute angefahren sind oder beim Anfahren haben teilweise die Leute die Kupplung geschliffen. Hey, das war nicht mehr schön. Also da hat mir beim Zuschauen, beim Hören schon weh getan. Und das ist auch kein Wunder, meine Kupplung hat richtig geschliffen oben raus. Also ich bin teilweise im 5., 6. Gang gefahren. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht in der GoPro-Aufnahme gehört, aber ich nehme es mal an. Dann bist du so gefahren und hast einfach Gas gegeben und hast mal ein bisschen mehr Gas gegeben. Und dann hat plötzlich die Kupplung angefangen zu schleifen, weil es einfach mehr Kraft auf die Kupplung kam, auf das Schwungrad, und dann hat sie angefangen zu schleifen. Und dann musst du einfach mega fein Gas geben die ganze Zeit, dass du aufbeschleunigen. Wie schnell ich gefahren bin, I don't know, ich weiß es wirklich nicht, weil es keine kmh-Anzeige hatte. Du hast eigentlich nur Gang, Drehzahl gehabt, und neben dir hast du so einen kleinen Apparat gehabt, der auch die Runde angezeigt hat, in welcher Runde das bist. Aber du hast auch keine Rundenzeit nicht gesehen. Und ja,
jedenfalls, eben, dann ist sie ins Auto reingegangen, also nein, beziehungsweise wir sind zuerst noch im Bus reingehockt, sind die Strecke noch abgefahren mit dem Bus, haben einfach ein bisschen alles gesehen dort, haben uns einfach die Linie noch mal ein bisschen gezeigt. Ich habe zwar das Ganze auf Assetto Corsa schon ein bisschen gespielt, die Strecke, darum habe ich sie eigentlich schon relativ gut gekannt. Das war wirklich genau die, die ich auch gefahren bin im Assetto Corsa. Und ja, die Strecke an sich ist schon cool. Und vom Fahrgefühl her, also es hätte schon mehr mögen verleiden. Wir haben mich natürlich schon ein bisschen daran gehalten mit ja, 5. Gang und 3. Gang. Allerdings teilweise hast du so ein Speed gehabt, hast du gar nicht die Gänge fahren. Also ich bin teilweise auch im 4. Gang Kurve gefahren. Oder dann, ich habe auch eins müssen, oder eins habe ich als 2 abgeschaltet. Ich habe auch eins etwa 4-5 Autos auf Anhieb ja überholt. Gerade dann, als ich aus der Box rausgekommen bin. Die sind einfach nicht gefahren. Und dann dachte ich so, Kollege, ich fahre vorbei. Ist zwar in der Kurve gewesen, hätte ich nicht dürfen, aber egal. Aber es hat mich angeschissen, einfach dort hinterher fahren und warten, weil, ja, ich denke so, Kollege, ich habe für das gezahlt, ich will schnell fahren. Aber beim Schalten und so ist es eigentlich relativ gut gegangen, auch vom Platz her, also es ist am Anfang schon easy eng, ich dachte so, oh shit, kann ich überhaupt lenken, weil gar keinen Platz hatte. Aber es ist dann doch einigermaßen gegangen, also beziehungsweise relativ gut gegangen sogar, ich war recht überrascht gewesen. Und vom Feeling her, du hast schon gemerkt, es könnte mehr vertragen, teilweise in der Kurve. Einst bin ich leicht quer gefahren, ich weiß nicht, ob man es auf der GoPro-Aufnahme gesehen hat, da muss ich kurz ein bisschen gegenlenken. Aber bei diesen schnellen Esses, du fährst, wenn du zurückfährst eigentlich zur Startziel, dann fährst du zuerst so ein bisschen links und dann rechts, ist es glaube ich, und dann wieder links, ja. Und dort habe ich immer ein bisschen Schiss gehabt, das war wirklich krass, aber dort habe ich wirklich ein bisschen Schiss gehabt, weil ich nicht gewusst so, ja, wie viel mag das Auto verleiden, weißt du, rutsche oder rutsche nicht, weil wenn du dort anfliegst, dann hagelt es schon mal schnell kurz, oder? Und da hast du halt keinen Bock gehabt. Ich bin einmal im 6. Gang oder 2 im 6. Gang durchgeballert dort und dann nachher habe ich gedacht so, ja, jetzt fahre ich nochmal am 5. durch. Und ja, es ist so von der Erfahrung her und so, es war ein geiles Erlebnis gewesen, es war mal etwas anderes gewesen und ich glaube, es wäre wirklich mehr gegangen auf dem Auto her, also nie im Leben bin ich an die Grenze hergekommen, das ist klar, eben, wir haben da natürlich nie dafür so die Gangrichtung so fahren, plus die Kupplung hat geschliffen, aber da wäre schon einiges mehr gegangen und so. Ich wäre gerne also mal ein bisschen am Limit gefahren, um zu schauen, wie fühlt es sich an. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nur die letzten 2 oder 3 Runden habe ich mal ein bisschen probiert, auf Linie fahren, also beziehungsweise die A-Linie zu fahren, weil am Anfang du bist so richtig wirklich überfordert, weißt du musst schalten, du musst schauen, wie fühlt es sich an und so. Ich habe meinen Helm zum Beispiel nicht richtig angezogen gehabt. Die ersten 5 oder 6 Runden hat mir der Helm mir immer leicht gelüpft während dem Fahren, und dann musste ich mehr nachziehen. Das Visier habe ich zu weit ein bisschen offen gehabt, ich musste mir ein bisschen mehr zuziehen noch. Und ja, es ist aber vom Feeling her richtig geil gewesen. Also wirklich richtig geil. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, falls er irgendwie, ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat, weil ich ein Geschenk bekommen habe. Ich habe gemeint, es hat etwa 240 Franken oder so gekostet, 250 Franken für 8 Runden. Also ist es voll wert, bin ich ganz ehrlich, für so eine Erfahrung. Ich würde es sogar noch einmal machen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jetzt habe ich schon mal gemacht. Ich war easy nervös gewesen, auch bevor ich ins Auto reingegangen bin. Weil ich nicht gewusst habe, ja, wie ist das und wie funktioniert das, aber nachher, wenn du dann noch schon losfährst, geht es mega gut. Ich habe mehr Schiss vom Karren abwürgen, aber ich bin wirklich sehr gut weggefahren. Und ja, also allem in allem kann ich wirklich sagen, wenn ihr Bock habt auf so etwas machen, oder Bock habt auf so etwas, macht das. Ist wirklich richtig, richtig cool. Es ist auch nicht weit weg von mir daheim, es ist 1,5 Stunden weg. Wenn ihr zu Basel los sind, ist es 1,5 Stunde weg, also man ist wirklich schnell dort. Und ich glaube, sie wird das sicher mal noch einmal machen, vielleicht dann aber mit einem Formel 4 Auto, weil das hat es ja auch noch gegeben. Ich bin jetzt mit einem Formel A Renault gefahren. Und ja, mal schauen, wie es dann wird sein. Aber wirklich, ich kann es euch wirklich empfehlen. Und ja, sonst glaube ich, mehr muss ich nicht sagen. Also von der Fahrerfahrung her oder vom Gefühl her. Also ich denke, es wäre sicher mehr gegangen. Aber ich glaube, wenn du dort hergehst und sagst, so, ich will schnell fahren, dann machst du auch etwas falsch. Klar kannst du ein bisschen auf Speed auch fahren, aber in erster Linie geht es einfach darum, um das ein bisschen zu spüren, um das auch ein bisschen geniessen natürlich. Und das habe ich wirklich machen und ich habe es richtig geil gefunden. Und ja, also wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe sogar noch so ein Diplom bekommen, dass ich dort mitgefahren bin mit der Unterschrift und eben den Namen und so das Bild einfach von Google wahrscheinlich oder so, oder Pinterest, das ist der Kimi. Aber ja, nein, also ich hoffe, dass mit Bildern und Video alles hat klappen kann, weil eben die GoPro-Aufnahme kriege ich erst zugeschickt über. Ich kann meine GoPro nicht am Helm lassen, weil, muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist auch gut, weil die wäre weggeflogen, ganz ehrlich. Hey, das hat Gewinde gehabt. Ja, das war schon krass gewesen, da muss ich noch sagen, wenn ihr fahrt, oder wenn ich gefahren bin, also
ich kann es jetzt richtig ein bisschen nachempfinden, wenn sie in der Formel 1 sagen, es sei windig. Alter, das hat teilweise ein bisschen gewindet dort und der Karren gerade übergezogen. Oder auch wenn du einhändig gefahren bist und du musst schalten. Ey, du hast wirklich müssen dein Schalten teilweise ein bisschen timern. Du hast nicht einfach können, ja, jetzt schalte ich, weil jetzt passt, sondern du musst schauen, ob es gerade passt, ob der Karren ruhig ist oder nicht. Weil sonst, ey, das Zeug hat mich gerissen, also wir mussten teilweise recht korrigieren. Aber eben, das gehört ja alles dazu, du lernst halt mega daraus raus und es war wirklich eine geile Erfahrung, die ich machen konnte. Und eben, ich würde es sicher nochmal machen, ich will es wahrscheinlich auch nochmal machen, ich habe richtig Bock nochmal auf so etwas. Ja, kann ich wirklich empfehlen, also falls ihr Bock habt, checkt es gerne ab. Ich habe das damals mal über Geschenkideen bekommen, aber ihr könnt das auch direkt auf der Strecke oder an der Strecke dort buchen, auf der Webseite von dieser Strecke. Und ich kann das wirklich empfehlen. Da ist by the way die Webseite nochmal, ich sehe gerade, sie ist da drauf. Da ist sie drauf. Da. Schön spiegelverkehrt wahrscheinlich, perfekt, da können wir das schön entziffern, so muss es sein. Aber ja, das war es mit dem heutigen Video. Die Aufnahme von außen hat mein Vater gemacht, ich habe es ein bisschen angeschaut, hat es eigentlich recht gut gefilmt, für das, dass die Kamera das erste Mal in der Hand hatte. Darum danke zuerst mal, oder Grüße gehen aus an meinen Vater, der mit mir rausgefahren ist natürlich, danke vielmals. Und wo es mir natürlich auch geschenkt hat, weil das habe ich von ihm bekommen dazumal, 2019, aber es war dazumal eigentlich ein anderes Geschenk gewesen, nicht für Formelwagen zu fahren, sondern für eine M3 GT3 fahren, aber das gibt es eben nicht mehr. Aber ja, cooles Geschenk, wirklich, hat sehr, sehr Spass gemacht, coole Erfahrung gewesen. Und ja, wie gesagt, das war es mit dem Video, mit dem kleinen Vlog. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, die Eindrücke kommen einigermaßen über. Und zum Abschluss muss ich sagen, vielleicht sieht es von außen aus, oder vielleicht hat es von außen langsamer ausgesehen, als es wirklich ist. Es ist einem wirklich verdammt schnell vorgekommen, teilweise. Auf außen habe ich schon gesehen, es sieht nicht so schnell aus. Aber es ist einem wirklich verdammt schnell vorgekommen. Aber das war es mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr das ganze Video angeschaut habt und auch mein Geschnarr jetzt, weil das ist wieder wahrscheinlich das längste gewesen. Ja, danke vielmals, dass ihr mit dabei sind. Ja, gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr Bock habt auf mehr solche Videos oder Card-Videos, kommen wir ja zwischendurch wieder. Und ihr könnt das Video teilen, liken, was auch immer. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss!